zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wie ihr seht, sind wir hier jetzt gerade schon von Anfang an mitten im kreativen Chaos inne. Und das ist doch wunderbar, weil dann passieren doch immer die schönsten Sachen. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass wir heute etwas in diesem Stil machen. Das solche Krägli-Täschchen, wo man da etwas Schönes drin stecken kann. Für natürlich in unser Junk Journal, das hier schon wartet. Ich habe die Idee wieder einmal von Katie's Garden. Sie macht dort wunderhübsche Täschchen noch mit Schläufchen und Zeug und Sachen. Sie macht das aus einem Kuvert, wo sie dann vorne und hinten beklebt mit einem Digi-Kit oder irgendetwas. Und innen drin klebt sie auch noch etwas drauf. Und so wird das recht dick, wie man da vielleicht auch so ein bisschen sieht oder hört. Und wenn man dann noch Dekoration draufklebt und so alles, dann wird das immer wie fetter. Und wir möchten doch gerne die Light-Version für unser Junk Journal, wo doch sowieso ein bisschen schmal ist und ein bisschen schlank sollte. Es hat einfach jetzt hier gerade nicht so wahnsinnig fettes Zeugs drin Platz und darum bleiben wir bei meiner schlanken Variante. Ich habe das auch vom Format her ein bisschen verkleinert, eigentlich nur aus dem Grund, weil es halt das Papier gerade per Zufall so gross war. Und so passt das auch noch gerade von der Grösse her ein kleines bisschen besser so in unser Junk Journal rein. So. Jawohl, also, das geht weg und wir wollen anfangen. Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne eins machen aus Notenpapier, so wie ich das schon hier gemacht habe, da in meiner Vorlage. Eins aus Notenpapier und eins werde ich hier aus so einem alten Papier machen. Das kommt auch aus einem Notenbuch raus. Genau, ist einfach irgendwie so der vordere Teil von diesem Buch. Darum hat das so ein grosses Format und ist ungefähr 100 Jahre alt, glaube ich. Ja, es ist ein mega cooles Buch, das ich hier mal in der Brocke gefunden habe. Das stört mich, das muss jetzt auch gleich geschwind weg. Ja, also, ich habe mir überlegt, wir machen einmal, werde ich den Text gerne vorne haben, das heisst, wir kleben es so zu. Und einmal möchte ich gerne hier die Seite hier so vorhaben oder so ein bisschen auf der Seite, dass man das hier sieht. Das gefällt mir noch so ähnlich, wie ich es hier gemacht habe. So. Zuerst schneiden wir beide Papiere mal ab auf der Höhe, wie wir sie gerne haben. Das klappen wir nachher runter und dann sieht man es nicht mehr. Ja, das ist gut. Also. So. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach ungefähr gleich groß wie das. Also da bei progressiv schneiden wir ab. Zack, so. Einfach so. Jetzt habe ich die Lineal gedreht, gell? Das ist gleich. Kommt alles gut. So gross sollten die werden. So, und dann bekleben wir doch gerade. Wir machen das ganz einfach. Der obere Teil, den wir dann eben da so runterklappen und wo man drin sieht, beklebe ich Notenpapier mit dem und umgekehrt. Also das heisst, ich schneide mir ungefähr gerade so hier ab. Etwa da, damit wir gerade so, jetzt könnte ich es gleich noch kehren, damit wir gerade sicher genug haben. Vielleicht nicht auf dem oben schneiden, sonst kommt es nicht gut. Einmal so.
Und für das nehmen wir, ich schneide gerade das ab, da muss es so ein bisschen viel Weiss ist, also ja, da und da die abgefressenen Noten gefallen mir jetzt nicht so gut. Ich will oben einen schöneren Rand haben und möglichst viel ganze Noten. Darum schneiden wir das so. So. Gut, das kommt auch weg. Und dann kleben wir das einmal da drauf und einmal da drauf. So und so. Mit Stiftleim. Ohne Limmätteli. Ich vertraue meinen Skills komplett nicht. Ich hole nachher einfach die Lumpen. Oh, hört doch auf. So. Einmal so. So. Ja. Voilà. Geht's? Nein, stimmt schon. So habe ich es doch wollen. Habe ich es so wollen? So habe ich es wollen, ja. Stimmt schon, stimmt schon. Beim anderen muss ich dann gut schauen, dass der wirklich richtig draufkleben. So, bei dem hier möchte ich ja gerne das aussen. Das aussen. Dann kommt das hier drauf. Gell? So. Ja, ja. Ich sehe es dann, wenn alles komplett verkehrt ist. Es kommt schon gut. Ich habe das Gefühl, es kommt schon gut. Aha. Voilà. Mhm. So, jetzt hole ich schnell eine Lumpe. So, liegt da. Das Tüchlein wegputzen wieder. Ja. Und das Kaffee habe ich mir auch noch gerade gemacht bei dieser Gelegenheit. Man muss die Gelegenheiten schnappen, wie sie einem Schoss fallen. Oder so, irgendwie. Muss die Feste feiern, wie sie fallen. Also, jetzt. Genau, wäre das der Plan. Das wäre der Plan. So. Das heisst, ich muss da hinten. Aha, warte jetzt. Nein, ich könnte aber auch. Ich könnte das auf der Seite machen. Das würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn machen. So. Ah, ich glaube, ja, schau jetzt. Ja. Ich muss ja das sowieso hier abschneiden. Das kommt weg. Und das Rändchen kommt auch weg. Dann muss ich das gar nicht so überklappen. Also übereinander drüber. Ich mache das so. Ja. So. Ich mache es so. Schneide den Rand ab. Und tue nachher das einfach auf der Seite zusammenleimen. Genau. Ganz einfach. Und zwar aus folgendem Grund. Komplett krumm auf dieser Seite. Warum? Das weiß man auch nicht so genau. Und zwar mache ich das aus folgendem Grund. Wenn das jetzt da in der Mitte so zusammen wäre, hinten, und man nachher dann würde aufschneiden, dann würde man hier in der Mitte das
zusammengefalteten gesehen. Und das möchte ich nicht unbedingt haben. Aber so ist es total okay. Ich leime das hier zusammen, kann hier reinschneiden und auffalten. Und wir haben es genau so, wie wir es gerne möchten. Ich leime das jetzt gerade zusammen. Wenn ich es kann, ich nehme den Tacky Glue für das. Ich muss selbstverständlich unten leimen. Und ich leime hier auf der Seite. Probiere einen kleinen dünnen Leimstreifen zu machen. Damit uns nicht allzu viel Täschchenplatz verloren geht. So. Und dann ist unser Täschchen schon fast fertig. Es ist einmal jetzt schon ein Täschchen. Und das da könnte ich theoretisch auch gerade so machen. Soll ich das auch so machen? So. Nein, Quatsch. Hey, helf mir doch. So gehört es, oder? Das ist nachher innen und so und überhaupt. Und, oh Mann. Ja, dann schneide ich das gleich ab. Das schneide das gleich ab, weil das habe ich jetzt da drüber reingeklappt. Das sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig hübsch aus. Ich mache doch das so. Ja, genau. So, und dort müssen wir abschneiden und da kommt so. So, also, hätten wir das auch entschieden? Ja, siehst du, manchmal entscheide ich so Zeug erst gerade beim drauf losbasteln und nachher am Schluss mache ich es gleich anders. Und, irgendwie kommt es dann einfach, wie es kommt und am Schluss ist es dann einfach irgendwie rausgekommen. Gut, so, doch mal, ja. Also, und jetzt brauchen wir die Mitte. Habe ich da noch irgendeinen so einen Druckbleistift? Oder halt irgendeinen anderen Bleistift? Da. So. Die Mitte von 10,4 ist tatsächlich 5,2. Und die Mitte von 10,5 ist 10,2,5 oder so. 5, ja, ist gut. Soll ich es noch nachmessen, ob es wir richtig ausgerechnet haben? Ja, das stimmt. Ja, ist jetzt schon gut. So, und dann ich das da unten auch noch gerade anzeichnen. Damit wir wissen, wo wir herschneiden müssen. Und hier auch. Falsch, hier. Irgendwo hier. Jetzt können wir uns entscheiden. Wollen wir gerne... Oh, man sieht es gar nicht richtig. Wollen wir es so machen wie hier. Und nur so wirklich wie ein Kragen, wie ein Hömmli-Kragen rausfalten, nicht bis ganz raus. Oder wollen wir es machen wie hier und bis ganz auf die Seiten überfalten. Ich denke, das kommt so ein bisschen darauf an, ja, wie groß das da ist, wo wir da geschnitten haben und wie es uns am besten gefällt. Ich weiß doch auch nicht. Ich schneide jetzt einfach mal rein. Einfach reinschneiden. Zack, jetzt schauen wir mal, wie weit das wir sind. Sieht das gut aus? So. Das ist ein bisschen mickrig. Das tut mir ein bisschen mickrig. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen weiter abschneiden. Ein bisschen kann ich schon noch geben. So, jetzt ist es immer noch nicht ganz dünn, aber schon ein bisschen besser. Also ein bisschen, das ist nicht mehr so mickrig, finde ich.
Jetzt machen wir doch den mal so. Und einmal so über und einmal probieren wir mehr oder weniger das gerade über zu falten. So, wieso hat es jetzt da so ein Fussel? So, weißt du, den haben wir gar noch nicht geleimt, macht nichts. Leimen wir den noch. So, aber es sieht doch schon mal recht witzig aus. So, da schneiden wir auch. Auch ein bisschen mehr, wieder, als wir angezeichnet haben. Ich glaube, können wir. Und da, ja, da können wir noch mehr, finde ich. Man kann das natürlich auch ganz genau messen. Wenn man sich das vorher schon überlegt hat, ob man es ganz über will oder nicht. Aber ich nehme es, glaube ich, auch nicht ganz über hier. Ich glaube, ich bleibe so. Voilà. Und voilà. So, hey. Ja, es ist also schon noch herzig. Ist recht herzig. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Jetzt sind wir hier noch den natürlich noch leimen. Und dann können wir uns schon über Deko Gedanken machen. Wenn wir natürlich haben wir tausende von Möglichkeiten, was wir hier wollen. Also was wir könnten. So. Ja. Wir können es auf die Unterlage streichen, ist easy. So. Wir können mal schauen, was wir hier gemacht haben. Hier habe ich einfach ein Label draufgeklebt und einen Schlüssel. Hier habe ich ein Label und so ein ausgestanztes Teil. Von denen habe ich eben nicht mehr. Und die sind ein bisschen mühsam zum Ausstanzen, darum mache ich jetzt das nicht so schnell. Genau, und das habe ich so als kleines Täschchen gemacht noch, also so ein Tack. Und so etwas in dieser Art werde ich machen, aber nicht mit einem Standsteil, sondern am liebsten mit so einem Spitzendingsbums. Das würde mir noch gefallen. Ich habe hier Spitzen, einmal so und einmal so. Da könnten wir 2 oder sogar 3 herkleben. Und dann vielleicht auch noch irgendein so ein Standslabel oder irgendwas. Aber als erstes müssen wir natürlich noch ein bisschen rundherum inken. Wir nehmen Walnut Stain. In der Hoffnung, es ist noch genug nass. Ich muss es dann noch einmal nass machen. Nein, das mal sollte es einigermaßen gehen. Oder doch nicht? Hey, hallo? Ich tue mal den ein bisschen nass machen. Vielleicht liegt es wirklich auch ein bisschen daran, dass das so ein komisches Filzchen ist. Ui, jetzt haben wir genug nass. Vielleicht sollte ich es wirklich einmal mit den extra dafür gemachten Tools probieren. Meinst du, es würde vielleicht gleich ein bisschen besser gehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht probiere ich es dann gleich mal noch aus. Es ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu nass. Aber ja. Es ist gleich. Man könnte ja das ist vielleicht noch ein bisschen anders anfärben. Vielleicht noch ein bisschen mit Vintage Photo, ein bisschen mit dem weißt du, wie die Schablone, weißt du, wie ich meine, mit dem Kosmetikbürstchen da ein bisschen. Das würde vielleicht noch gut aussehen.
Das ist mir jetzt hier echt ein bisschen zu schmierig geworden. Jetzt probieren wir mit dem noch ein bisschen zu verschönern. So. Ja, vielleicht nützt es ein bisschen etwas. Ja, es nimmt auch die harten Kanten, denkt es mir, von dem, weil es jetzt ein bisschen zu nass war. Nimmt es ein bisschen weg. Es macht es natürlich insgesamt ein bisschen dunkler, aber es macht also jetzt mir gar nichts. So, wir das also ein bisschen retten. Also ja, mein Gott, sie war nicht kaputt gewesen. Ich würde sogar gerade dazu tendieren, im Fall, da noch gerade schnell wirklich nochmal die Kanten mit dem Schwarz ein bisschen anzufärben. Oder ist das zu viel des Guten? Richtiger Deckel, also richtiger Ort. Dazu kann ich nur sagen, probieren geht über Studieren. Also. Doch. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es kommt total gut. Mal. Ich finde, das sieht total cool aus. Es gibt einen richtigen guten Rahmen drumherum. Nochmal ein bisschen weh. Da haben wir noch nicht, glaube ich. So, ja. Genau, also hey, wenn man mal etwas ein bisschen zu fest eingeschmiert hat oder so, nicht verzagen, sondern einfach weitermachen, einfach weiterschmieren. Einfach weiterschmieren und sonst halt noch von vorne anfangen. Oder etwas drüber kleben. Ja, ist alles gut, alles gut. So. Danke. Und dann ist das doch prima. Gefällt mir. Ist bewilligt. So. Gut mit dem Zeug. Und jetzt wetten wir gerne, was haben wir gesagt? Ein Label. Ein Label. Finden wir noch da sicher noch irgendetwas Schönes. Muss ich dann langsam wieder mal ein bisschen stanzen. Sommervögel. Oder Blumen. Oder was haben wir da? Einfach nur so, das ist ein bisschen fad. Oder einfach nur so. Oder sowas, dieser Art, da würde auch noch gut aussehen. Die finde ich passen alle nicht. Nicht so wirklich. Ja, ich glaube, wir haben es gesehen. Da wäre noch was. Nein, das ist so blau. Das ist jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig. Und da Blümchen. Also, Sommervogel. Da, also das finde ich recht cool. Das sieht wirklich noch gut aus. Und jetzt da machen wir den Sommervogel oder machen wir da so etwas Feines? Hey, komm, wir nehmen das. Ja, Sommervogel können wir sonst immer noch überall drauf pflümeln. Die kommen noch genug zum Zug. So, gut. Kleben wir doch einfach an. Einfach drauf, einfach machen. So, das Hübsche. Das ist weit oben. So ist gut.
Nicht hier oben drauf schmieren. Voilà, und das da. Finde ich also jetzt wirklich gerade noch gut. Mal schauen, wo vor und hinten ist. Da sieht man nämlich bei den Stanzteilen schon auch wenn sie nur einfarbig sind. Aber auf der vorderen Seite sind sie meistens so ein bisschen rund abgerundet. Also ein bisschen so. Und unten sind sie ganz gerade. Weißt du, was ich meine? Nicht? Oh, ich kann es nicht besser erklären. So. Gut. Jetzt hat man die auch noch inken rundherum. Ja. Zu spät. Zu spät. Oh, ich muss einen Schluck Kaffee haben. So. No. Also, dann kommt jetzt hier ein bisschen Spitze drüber. Wollen wir hier das Breite nehmen oder hier das Breite? Nein, ich glaube hier gefällt es mir gerade ein bisschen besser. So, schaffe ich das auch mit dieser Schere? Oder muss ich die Stoffschere holen? Nein, es sollte gehen. He? So, da können wir ein bisschen verzuseln. Nicht allzu fest. Nicht allzu fest. Dann müssen wir dann wieder abschneiden. So, zack. Gut. Voilà, einmal so. Und da so. So, dann könnten wir von denen so 2. Hey, komm jetzt da. Also 1, 2 machen. Wieso ist das jetzt da so komisch gekrümmt? So irgendwie gespässig. So, nein, ist schon gut. So, und dann hier unten aber ganz fein anleimen, dass man es reinstecken kann. So. Aber ist jetzt der ein bisschen zu kurz, gell? Das sieht doch scheiße aus. Jetzt nehmen wir noch. Machen wir so. Den kann man dann schon einmal brauchen. So. Ja, das ist viel besser. So, und. Oder so, nein. So, genau. Jawohl. Also, ankleben. Wieder mit dem Tacky. Kommt man natürlich auch mit Heißleim oder ja, ich denke, normaler Bastelkleber würde auch längstens auch länger. Vielleicht eben unten auch noch. Unten immer noch. Soll ja schliesslich ein Täschchen sein, nachher, dass wir dort etwas reinstecken können. Leimkehren. So, ich tue es jetzt nicht ganz runter. Ich lasse hier noch eine Linie Geschriebenes. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Voilà. Und jetzt hier. Da müssen wir auch wirklich ganz am Rand unten leimen. Aber jetzt auch nicht allzu viel Leim drauf, damit es nicht so irgendwie eine fette Wurst gibt. Ja, ein ist so. Upp. Und drauf. Und hier werden wir nur links und rechts. Es gibt so ein kleines, nur ein Bellybändchen.
Nicht runterfallen. Also. Ja. Ja. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. So. Prima. Und dann, was werden wir da für Fotos reinstecken? Hat mir auch mal etwas rausgesucht. Ich hatte tatsächlich das Glück gehabt, vor einer Zeit habe ich in der Brocki 2 uralte Fotoalben gefunden, die ich dann ergattern für nicht allzu viel Geld tatsächlich. Sind die da ein bisschen gross für drin? Ja, schau jetzt, das ist nicht praktisch. So, aber da der Hund, weißt du, der Hund, ich glaube, der passt eher da. Der Mann mit dem Hund braucht doch eher so ein schlichtes Label. Und das kleine, schnusige Mädchen möchte doch ein bisschen rosa und Blümchen haben. Oh ja, hey, schau mal. Ich finde die wahnsinnig herzig. Die sind doch super und ich finde, die brauchen gar nicht mehr. Die reichen einfach so, wie sie sind. Und jetzt werden wir mal gerade schnell noch schauen. Die Zeit lang gerade knapp noch, um die wir doch die noch schnell platzieren. Das will immer raus. Das will immer raus. So, schauen wir mal, wo haben wir denn noch ein gutes Plätzchen. Da hätten wir gerade noch so eine Doppelseite. Irgendwie kommt es mir vor, als hätten wir in der ersten Signatur viel mehr Material drin, oder in der zweiten, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. So, hey, schau mal, wow. Da würde das super drauf passen, oder da. Ich glaube, ich tue es hier drauf. Ich nehme noch das Mädchen schnell raus. Beschmiere das schnell ein bisschen mit Leim. Ich möchte, dass das gut haben, darum nehme ich den Tacky. Stiftleim würde ich jetzt in diesem Fall gerade nicht vertrauen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Material. Ja, so. Oh, hey. Ja, ich muss es glaube ich noch ein bisschen länger andrücken, dass das auch wirklich hebt, dass der Leim kann sich gut verbinden. Oh, ich habe mega Freude. Ich habe im Fall mega Freude. Ich finde die super mega krass herzig. Schau mal. Schau mal, wie schnusig. Und da könnte man dann noch irgendetwas anderes reinstecken. Vielleicht einen Brief an das Mädchen vom Vater, der in den Krieg gezogen ist. Oder was weiß ich. Ich finde das immer schön, wenn man sich so Geschichten ausdenken kann, die da irgendwie dazu passen, zu diesen ganzen alten oder auf alt gemachten Sachen. So, da haben wir noch eine schöne Seite. Oder weiter hinten. Hey, weiter hinten. Ja, weiter hinten. Kommt auch ganz hinten. Da ist nämlich der Vater. Das ist doch der Vater vom Mädchen. Und da kommt nachher der Brief rein, den die Mutter an den Vater geschrieben hat. Und er geschrieben hat, ich werde den Brief meiner Tochter vorlesen, wenn sie alt genug ist und versteht, was du damit sagen willst. Und ich freue mich schon, wenn der Krieg vorbei ist und du wieder heimkommst. So. Vielleicht ist er ja auch nur auf Geschäftsreise, oder? Man muss ja nicht immer alles gerade so dramatisch sehen. So. Wunderbar. Wunderbar. Und schliesslich hat er den Hund mitgenommen. Also, er wird weder im Krieg noch auf Geschäftsreise sein. Wo ist er denn? Er ist seinem Bruder auf dem Hof helfen, weil dem seine Frau krank geworden ist. Ah nein,
dann wäre vielleicht die Frau gegangen, weil der Brüder Hilfe braucht auf dem Hof. Mein Gott! Oh, die Geschichte will wir gerade so da ins Journal schreiben, im Fall. So. Super. Also, hey, ich hoffe im Fall, ihr habt auch so viel Spass gehabt wie ich, um die zwei super herzigen Krägli-Täschchen zu machen. Und ja, hey, sind wir das nächste Mal wieder dabei beim Basteln und vielleicht erfinden wir wieder eine Geschichte. Und wer weiß, wir schauen einfach, wie es rauskommt. Gell? Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!